An enger neuer Folleg vun Sports van en Mar hunn e puer Schüler aus dem LGE de Kontemporairdanz getast. An dat war gun net so evident, wie sie gedurcht hatten. Hallo, ich bin Susanne. Ich habe an der Paluca-Schule Dresden Tanz studiert. 10 Jahre lang, glaube ich. War danach Tänzerin am Theater in Trier und habe danach dort angefangen, in einer Schule zu unterrichten und bin dann vor 5 Jahren nach Luxemburg gekommen und habe zeitgenössischen Tanz angefangen zu unterrichten. Weni enseigniert ihr Contemporain? Mit Trier zusammen schon bestimmt 8 Jahre und hier in Luxemburg 5 insgesamt und in Esch seit 3 Jahren am Konservatoire. Was tut ihr Schluss gehen, Tanzprof zu gehen? Oh, das war eigentlich eher Zufall. Ich wollte es nie werden, das war nie der Plan. Aber als Tänzer ist die Karriere ziemlich früh eigentlich schon beendet. Und dann muss man sich so ein bisschen umorientieren, was man werden möchte. In meinem Fall kam dann tatsächlich Corona dazwischen. Und da war man sowieso ein bisschen am Orientieren, wohin es geht. Und ich habe ein paar Menschen hier kennengelernt, die mich weitervermitteln konnten, die mich hier ein bisschen so in das Unterrichten reingebracht haben. Und so bin ich dann eher durch Zufall beim Unterrichten gelandet, ja. Was unterscheidet Kontemporain zum klassischen Ballett oder modernen Tanz? Klassisches Ballett hat eigentlich ziemlich immer eine genaue Abfolge. Also man fängt wirklich an der Stange an, über die Mitte bis zu Sprüngen. Der Ablauf auch der Bewegungen ist meist immer sehr gleich und man strebt wirklich Perfektion an. Im Jazz haben wir immer Musik mit Gesang und alles ist auch eher ein bisschen platzierter und schneller, ein bisschen freier. Und moderner Tanz ist sehr viel mit Improvisation verbunden. Es passiert viel am Boden und meist auch ohne Musik, manchmal nur mit Geräuschen, ganz unterschiedlich. Und im Hintergrund seht ihr gerade ein bisschen Jazz-Tanz tatsächlich, da könnt ihr schon mal den Unterschied haben. Und genau, und was wir in dem Kurs heute gemacht haben, war wirklich modernen Tanz, zeitgenössisch am Boden, in den Boden. Genau, das sind so grob die Unterschiede. Was fasziniert euch noch immer am Tanzen, nur all diese Jahren Experience? Also ich trainiere eigentlich selber für mich alle 2 Tage mindestens Ballett. Und Ballett für mich ist wie nach Hause kommen, also ist für andere wie Meditation. Und bei mir ist es auch so, ich stelle mich an die Stange, ich mache meine Übungen, ich muss nicht nachdenken, das hat was Beruhigendes. Und im Modernen finde ich es immer wieder schön, der Tanz entwickelt sich weiter. Also es kommt immer etwas Neues dazu und wie heute auch mit dem Workshop fand ich sehr schön, dass man wieder neue Menschen kennengelernt hat, die auch daran interessiert sind oder nicht interessiert waren, aber jetzt interessiert sind. Also ich finde es immer wieder spannend, wie man die Menschen kennenlernt und wie sich der Tanz an sich weiterentwickelt. Also mein Silo fertig beim Tanzen ist schon persönlich ziemlich anstrengend fand. Also ich mega cool fand, mir das viel mehr anstrengend, wie das was wir am Anfang erwarten. Und da ist auch mega viel Sport involviert und nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen tanzen. Und ja, ich gebe eine gute Art von Singen gehen aber. Ich fand, dass es ziemlich anstrengend war, mehr wie ich gedacht habe. Zumindest Warm-up habe ich recht gemerkt, was das am Anfang ist. Das ist schon viel mehr sportlich, wie ich gedacht habe. Das ist definitiv nicht für mich, aber es war eine coole Erfahrung. Und ich gebe so, für mich als mega Vue, für mich selber ein 4 von 10, aber am großen Ganzen gebe ich ihm schon, aber wenn ich wirklich kann, ein 7 von 10 gehen. Ich fand es schön, weil sie hatten uns zum Schluss auch so eine Choreografie gewiesen. Und das ist nur nicht für mich, aber ja,
Ich gebe dem Ganzen eine 8 von 10, weil trotzdem aber schön ist, wie sie es machen. Ja, schon auch bei weitem mehr anstrengend fand, wie ich mir das vorgestellt habe. Und obwohl ich da nicht so ein Tanzmensch bin, habe ich aber relativ flott fand. Und ich gebe der Sache aber auch eine 7 von 10 gehen. Schon Iwer cool von du sech, obwohl ich mir dat wirklich nicht erwartet. Ich erkenne dafür Iwer mal. Aber es war voll okay, so. Es war schon witzig. Ich ging der Sache so eine 6 von 10 gehen. Ich finde es cool fand. Ich finde es auch ein bisschen anstrengend fand, aber sonst war es aber ganz okay. Ich gebe dabei eine 8 von 10. Also ich fand es schön, dass alle so aufgeschlossen waren, dass keiner irgendwie schüchtern in der Ecke stand, sondern direkt alle mitgemacht haben. Das fand ich sehr, sehr schön. Und hier und da hat man auch wirklich Potenzial bei einigen gesehen. Also es hat mir halt wirklich große Freude gemacht. War sehr schön.